Herzlich willkommen zurück beim Audio Adventskalender. Hast du eines von diesen berühmten gelben New Yorker Taxis verwünscht? Weil heute gehen wir nämlich im Big Apple in Madison Square Garden und begleiten den Tommy bei einem weiteren Spiel 7 in seiner Karriere. Hast du das Ticket dabei? Ich habe sonst noch eins extra. Also, komm mit in diese legendäre Arena und drück mit mir zusammen dem Tommy den Daumen. Auf dass es endlich klappt mit dem Titel, den sich der Tommy schon so lange wünscht. Viel Spass beim zweiten Teil der Geschichte «Der Goalie». Sind Ticketpreise im Madison Square Garden sonst schon unverschämt hoch gewesen, sind sie das mal hochgradig kriminell geworden. Trotzdem sind sie natürlich weggegangen wie warme Weckli, die Tickets. New York hat schließlich nicht nur im Hockey eine lange Durststrecke ohne Titel im Profisport hinter sich gehabt. Da hat sich diese Chance keiner entgehen lassen. Über 18'000 begeisterte Fans haben sich in der Arena mitten in der Stadt eingefunden. Die Stimmung hat gekocht wie ein Teekessel und der Tommy war bereit für das Spiel von seinem Leben. Nur noch ein Sieg bis zum ultimativen Ziel. Nur noch 60 Minuten und eventuell ein paar mehr bis zum Stanley Cup. Langes Spiel ohne grosse Chancen von beiden Seiten geblieben. Ein kerniger Check da, das Gedränge an der Bande dort. Und dann plötzlich ist es passiert. Am Anfang vom dritten Drittel spielen die Rangers in Überzahl. Während diesen 2 Minuten Powerplay zieht sich die Schlinge vor dem Goal von LA immer enger zu, bis es kurz vor Ablauf vor der Strafe endlich einschlägt. Der Captain der New Yorker trifft mit einem satten One-Timer zum 1:0. Die Arena bebt so fest, dass die Erschütterung gefühlt bis auf der anderen Seite vom Hudson River in New Jersey zu spüren sein muss. Der erste Stanley Cup für die Rangers seit fast 30 Jahren ist nur noch wenige Minuten entfernt. Aber die Kalifornier machen plötzlich immer mehr Druck. Der Tommy wird regelrecht eingedeckt mit Schüssen. Einen nach dem anderen lässt er aber in seiner Fanghand verschwinden. Und jedes Mal applaudieren die Fans noch lauter. Noch 1 Minute war das Spiel, wo es dann aber gleich noch passiert. Der schwedische Starstürmer von LA kommt praktisch allein vor das Goal von Tommy und schiebt die Scheibe aus dem Handgelenk ins hohe linke Eckli. Auf einmal Totenstille im Madison Square Garden. Vor ein paar Sekunden gefühlt schon Champions, jetzt Schockstarre. Aber verloren war noch nichts. Es ist in die Verlängerung gegangen. Und dort wird so lange gespielt, bis es ein Goal gibt. Auch wenn es bis tief in die Nacht geht. Penalty-Schiessen, das gibt es nicht. Nach den ersten 20 Minuten Verlängerung ist es immer noch 1:1 gestanden. Auch die zweite Verlängerung ist ohne Goal zu Ende gegangen. Aller guten Dinge sind 3, müssen sich die Hockeygötter gedacht haben an diesem Abend. Und niemand hat auch nur daran gedacht, das Stadion frühzeitig zu verlassen. Schliesslich ist New York ja die Stadt, die nie schläft. Hellwach war auch der Tommy noch, was plötzlich Mitternacht geschlagen hat und er immer noch zwischen den Pfosten gestanden ist. 117 Spielminuten sind seine Teamkollegen diszipliniert geblieben und ohne 2 Minuten Strafe ausgekommen. Wo man in Kalifornien beigestellt wird, ändert sich das aber. LA hat die beste Linie aufs Eis gebracht, fest entschlossen, den Sack zuzumachen und den Titel zu gewinnen. Und ja, leider haben sie das dann auch geschafft. Mit chirurgisch präzisen Pässen haben sie die unterzähligen New Yorker trümmelig gespielt. Nach 22 Zuspielen dann die Vollendung. Ein Spieler von LA hat dem Tommy die Sicht verdeckt, während von der blauen Linie ein platzierter Schuss den Weg ins Goal findet. Schluss, aus, vorbei. Ein Jahr härteste Arbeit und Disziplin ohne Lohn. Ein Handgefühl schon am Pokal, die Bilder schon vor Augen, wie er Trophäen im Heimatdorf präsentiert, aber am Schluss ist es nur ein Traum geblieben. Das Spiel 7 vom Playoff-Final war dem Tommy sein letztes Spiel in New York. Der Stammgoalie der Rangers war wieder fit. Der Tommy hätte zwar einen neuen Vertrag haben können, aber nur als Ersatzgoalie. Das hat er nicht wollen.
Auch andere Angebote von Teams in Nordamerika haben ihn nicht mehr gereizt. Kurz gesagt, er hat einfach nur noch heim. Und so war seine NHL-Karriere zu Ende. Eigentlich hätte er ganz mit Hockey aufhören. Geld hätte er ja genug gehabt, aber nie Champion gewesen zu sein, das hat ihn genervt. Und darum hat er gedacht, wenn nicht in der NHL, dann halt daheim in der Schweiz. Sein Jugendclub Rappi hat sich in den letzten Jahren von der grauen Maus zu einem ernsthaften Titelkandidat entwickelt. Darum war für den Tommy der Fall klar gewesen. Noch einmal probieren. Eine Saison daheim. Aufhören mit einem Titel. Er hat in der Rosenstadt unterschrieben und nochmal so hart trainiert wie zuletzt in New York. Endlich soll es klappen. Jetzt oder nie. Er ist wieder in sein Heimatdorf gezogen und hat dort gespürt, dass das Feuer fürs Hockey zurückkommt. Mit dem Jugendclub die Meisterschaft zu gewinnen, das wäre der perfekte Schlusspunkt für eine eigentlich gute Karriere. Der Saisonstart ist ein bisschen harzig verlaufen. Zwar hat der Tommy die Umstellung aufs grössere europäische Eisfeld eigentlich gut gepackt. Aber als die Saison dann wirklich losgegangen ist, war irgendwie der Wurm drin gewesen. Vorne zu wenig Goal geschossen und hinten hat der Tommy gerne mal einen haltbaren Schuss reingelassen. In den vergangenen Jahren hat Rappi amigs ohne Probleme Playoffs erreicht. Bis zur Saisonhälfte hat es das Mal aber nur für Rang 8 gelangt. Der Tommy, aber auch der Coach und allgemeine Qualität vom Team ist plötzlich in Frage gestellt worden. Aber mit dem Jahreswechsel ist auch die Wende in der Tabelle gekommen. Im Januar hat Rappi nie verloren und ist innerhalb von einem Monat auf Platz 4 von der Tabelle aufgeklettert. Bis Ende Saison ist es sogar noch weiter aufgegangen. Rappi ist als zweitbestes Team in die Playoffs gekommen. Und in den Playoffs ist der Tommy, wie auch der Rest vom Team, mit jedem Match besser geworden. 4:2 Viertelfinalsieg gegen Genf, 4:0 Halbfinalsieg gegen Davos. Im Finale hat mit Zug der Topfavorit der letzten Jahre gewartet. Die Zuger sind auch die einzigen, die die Regular Season mit dem ersten Platz noch vor Rappi beendet haben. Die ersten beiden Spiele sind sehr eng. Beide hat Zug gewonnen und das erste Mal ist schon davon geredet worden, dass Zug wohl eine Nummer zu gross ist für Rappi. Der Tommy hat nach den 2 Niederlagen entschieden, bis zum Ende der Playoffs keine Interviews mehr zu geben. Was die einen als arrogant angeschaut haben, haben andere als die Professionalität gedeutet, die sich schon früher in der Karriere von Tommy hätte bemerkbar machen. Der Tommy hat das alles gar nicht interessiert. Das Einzige, was ihn interessiert hat, ist die Serie zu kehren und Meister zu werden. Rappi hat dann auch prompt die nächsten 3 Spiele hintereinander gewonnen. Und das ziemlich deutlich. Das hat bedeutet, dass im Spiel 6 daheim alles parat war für den Meistertitel. Daheim den Meistertitel zu gewinnen und alle Zweifler Lügen zu strafen. Einen besseren Abschied hätte sich der Tommy nicht vorstellen können. Im Vorfeld vom Match haben die Bars in Rappi eine Durchsage gemacht. Wenn Rappi Meister wird, dann kostet eine Stange Bier in allen Bars der Stadt für eine Nacht nur 1 Franken. Aber die Fans hätten in dieser Nacht wohl jeden Preis für ein Bier gezahlt. Schon 2 Stunden vor Spielbeginn ist nämlich vor dem Stadion aussen das Bier ausgegangen. In einer Hauruck-Übung hat man dann noch Nachschub bestellen. Das Stadion hätte sich wohl 5-mal ausverkaufen lassen. Die Nachfrage nach Tickets hat das Angebot nämlich bei weitem überstiegen. Die Glücklichen, die ein Billett ergattern konnten, haben vor dem Eingang zum Stadion ihrem Optimismus freien Lauf lassen. Ein Fan hat sogar ein Tattoo in die Fernsehkameras gehabt. Dort drauf ist gestanden: Schweizer Meister 2022 in Tommy We Trust. Die Stadt hat sich unbesiegbar gefühlt und ist sich sicher gewesen, dass es eine magische Nacht wird. Ja, ob das so eine magische Nacht wird und die Fans von Rappi bis in den frühen Morgenstunden reinfeiern, das findest du morgen raus, beim 3. und letzten Teil der Geschichte, der Goalie.